Ein anderer Punkt, den es ganz Herz leiht, ist Spruch. Spruch besteht für Gambia an einen bilinguale Krechen, an einen Arbeitsplätze für Frontalien, die zwar nicht bilingual sind, aber sie sind willfährlich. Es geht immer um Versicht, die klar aussieht, die auch am Referendum exprimiert gehen, wo die Leute sagen, dass Lützeburg indirekt das, was wir als Integrationsspruch brauchen, gibt Versicht über die Gesetzesweg immer mehr, auch ein bisschen von der Seite von der CSV ausziehen. Ich erinnere nimmer daran, dass ich heute zu Lützeburg 20 Jahre lang beweisen darf, dass ich den Spruch nicht lehren will, dass ich ihn nicht versteht. Und da kriegt ihn als Merci das Sprachexamen erlos, kriegt dann trotzdem die Lützeburger Nationalität. Also ich meine, da sind wir wahrscheinlich in Europa ein von den wenigen Ländern, die das so schön verankert haben. Für das ist Lützeburg ganz klar der Integrationsspruch Nummer 1. Es gibt für uns, obwohl wir alternativ-demokratische Reformpartei sind, an dem Sektor do keine Alternative. Wieso versichtlo aber als ein Unterrichtsminister, als über bilingual Krechen dazu zu bringen, dass wir Lützeburg als Integrationsspruch verlieren, lieber einen Akzent auf Französisch oder auf Deutsch legen oder aller Limit zu gehen, auch auf Englisch. Aber gleichzeitig reklamiert ein Innenminister aus derselben Regierung wohlgemerkt, dass es ganz schwierig wird, für nach Posten beim Staat zu besetzen, weil die Lützeburger einfach die Examen nicht packen gingen, weil nicht genug Leute hört und dass sie wahrscheinlich immer mehr Posten an der Fonction publique abmachen müsst für die Frontalien oder Ausländer, weil sie mit Lützeburger dank 20 Jahren guter Edukationspolitik nicht mehr besetzen können. Und da frage ich mich, wo ist dann die Mehrsprachigkeit von denen Ausländischen, die dann die Plätze besetzen sollen? Wir kennen alle als Kollegen von der Seite von Thionville, die mein Französischprof hat immer gesagt, Franzosen können nicht einen Fremdspruch, das ist Französisch, und da machen sie nach Fehler dran. Und die kommen dann hier hin, und da können zu so Situationen, dass du am Spital liegst, an deinem Bett, links steht der französische Doktor, rechts ein deutscher Infirmier, und da fragen sie dich dann damit, ob du vielleicht freundlicherweise übersetzen kannst, das, was den anderen machen soll. Wenn das Ziel von der bilingualen Edukationspolitik, Kreschepolitik sein soll, da weiß ich nicht, ob das wirklich die Lösung sein soll.